dem Fall können wir der anderen go. Da seid ihr ja. Marius hat berichtet, dass er den Drachenritter gesehen hat. Sagt mir, konntet ihr den Geist in der Gruft besiegen? Lord Arben wird den Dorfbewohnern keine Angst mehr einjagen. Sagtet ihr Arben? Ihr habt den Geist von Lord Arben gesehen? Er war ein legendärer Drachentöter und führte den Angriff gegen die Festung von Orobas an, einem der mächtigsten Drachenritter seiner Zeit. Im Alter zog er sich zurück und die Welt verlor ihn aus den Augen. Wer hätte gedacht, dass er in diesem kleinen Dorf starb? Und ihr habt sein Schwert. Ich erkenne es sofort. Er hofft, dass dieses Schwert zu Talanas Vernichtung beiträgt. Wird es. Aber nicht durch eure Hand. Was? Ihr habt euch bereits eines Drachentöters würdig erwiesen. Und daher dürft ihr uns nicht begleiten. Was ist das für eine Logik? Auf euch warten noch große Aufgaben. Es wäre tragisch, wenn sie wegen überstürzten Heldentaten unerfüllt blieben. Die Erinnerungen der Drachen in euch sind noch zu frisch. Talanas Gedankenkraft könnte euch ein jähes Ende bereiten. Ja. Ich schätze, ihr wisst, was das Beste ist. Soll ich... Nein. Sie ist die letzte ihrer Art, Kommandantin. Wie kann ich Drachentöter sein, wenn ich nie getan habe, was der Titel vorgibt? Unser Orden wird dennoch gebraucht, solange Rivellon nicht alle Feinde besiegt hat. Und ihr wisst nur zu gut, dass es bei weitem zu viele sind. Also, gebt mir das Schwert, damit Lord Abends Wunsch in Erfüllung geht. Seid nicht betrübt ob der heutigen Ereignisse. Ihr werdet euch noch als Held verdient machen. Ja, dann nimmst du es halt. Einhandschwert. Das ist ein bisschen lausig. Das auch. Wollte ich nicht. Ja, auch wollte ich auch nicht. Ich nehme, glaube... Nein, ich nehme den Stutz. Gut. Jetzt wollte ich sagen, jetzt ist das hier endlich ruhig. Nichts war. Noid! Noid war! So, schnell speichern. Ja, deine Wunsch habe ich immer noch nicht machen. Aber vielleicht kann ich jetzt... Hey, da geht es ja auch noch rein, da. Warte mal. Ich bin gar noch nie überall drin gewesen. Das Brötchen, das nehmen wir. Das Buch nehmen wir auch. Willkommen in meinem Haus. Schön habt ihr es hier. Danke, in der Tat. Ist ein schönes Fleckchen hier. Aha. Kann man nicht von allen Gegenden Rivellons behaupten. Mit dieser Dämonenbrut und den Nekrotanten und dem ganzen schrecklichen Zeug. Aber hier? Nein. In diesem Tal passiert nichts Schlimmes. Nicht in 1 Million Jahren. Was? Ihr habt sicher viel Schweinefleisch hier. Ja, das haben wir. Ohne mich würdet ihr hier allerdings nichts anderes als verdammten Blumenkohl finden. Ja. Mein Mann Folo liebt seine Schweine so sehr, dass er sie niemals essen würde. Aber ich sorge schon dafür, dass die Gäste drüben im Schwarzen Eber ihre Koteletts kriegen. Was für ein Dummkopf. Stellt euch vor, ihr wärt Schweinebauer und würde die Viecher nicht schlachten wollen. Euer Mann hat mich darum gebeten, dem neuen Orden seine Schweine wegzunehmen. Und das habe ich getan. Also will ich was davon haben. Dieser Kevin wird ein netter Eintopf, wenn ich ihn in die Finger kriege. Jap, Wiedersehen. Okay. Dann können wir dich halt bestellen. Lalalala. Geld. Leer, leer. Ja, nichts Spannendes. He? Schweinchen. Schweini. Gut, mal gucken, ob er etwas Neues hat. Handeln. Ich muss mal ein bisschen Rüstung kaufen. Das kannst du haben. Hose. Yeah. Da hat er gerade so Zeug, hä? Schütte, Reflexe,
ist alles Kacke. Das ist alles Scheiße. So große Scheiße. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Ha! Ich habe schon wieder so ein Buch. Dieses Buch ist durchdrungen von mächtiger Magie und wenn ihr es liest, Charakterwerte verbessern. Geil. Ja, der Typ hat eigentlich nichts Spezielles. Was für ein... Und ich muss zurück an... Aber das kann ich jetzt gerade mal benutzen, das Buch. Gut. Ah, eine. Oho. Nehmen wir Willenskraft, hä? Ja. Gut. In der Kneipe war glaube ich noch ein Typ, der hat glaube ich noch geile Hurensachen gehabt. Können wir dort gucken. Gucken. Aber da habe ich glaube ich jedes Haus angeschaut. Das da vielleicht noch nicht. Nein, das ist die Mühle, da bin ich auch schon drin gewesen. Kaserne. Ja, gehen wir mal in die Kneipe rein. Ja, guten Tag. Ich will ein Bier. Ein Bier. Ah, Drachentöter. Ah. Oh. Ja, da hebben we geile Sachen da. Was habe ich jetzt an? Eigentlich hätte ich das anlegen. Yeah. Nein, das ist... Nein, das passt mir nicht. Habt ihr euch den Flegel vorgeknöpft oder wollt ihr sie... Warte mal, was hast du eigentlich an Vorrat? Nichts Spezielles, hm? was ich im Angebot habe. Aber sicher, bald werdet ihr merken, dass ich der Beste... Ja. Was hat der noch so? Lieblingsgast im Schwarz... Handeln, der hat auch nichts Spezielles. Eber, was kann ich für euch tun? Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, ich weiß nicht. Das ist da irgendwie... Kellnerin, die hat sicher nicht. Torben. Ich habe gerade keine Zeit. Könnt ihr bitte einen Schritt beiseite treten? Ihr versteht. Seid gegrüßt. Schönen Tag, Olli. Befördert diesen Drachen ins Jenseits. Okay. Der Gesichtsausdruck der Suchenden. Seid gegrüßt. Ja, Alles du bist Gute. auch nicht. Einen diese Monat Krawallmacher dieser sind weg. Schrein. Ein Drachentöter. Hätte nie gedacht, die anzusagen. Ciao. Tut gut, im schwarzen Eber zu sitzen. Im Moment ist mir in der... Gut, danke. Ja, in dem Fall hat niemand etwas zum Handeln, außer dieser Typ dort. Die Urhäusli könnte ich noch schnell anlegen. Gut. Salut. So. Ja, was machen wir? Ich glaube, ich gehe jetzt mal eine Runde weiter. He? Da von der Quest habe ich nicht mehr. Turm von Lord Louis erkunden. Goblinherz für ein Pfund Fleisch, Händler Locke bittet mich darum, von einer Wache namens Kunrad Geld einzufordern. Locke hat ihn für einen Hasen bezahlt, den er von einer Wache namens Kunrad. Vielleicht ist der da irgendwo. Schwierig.
Weißt du noch? Nein. Der Joris! Da, Konrad, du Sauhund. Willkommen, ich heiße Kunrad. Was ist da los wegen diesem Hasen? Hasen? Moment, ihr wurdet doch nicht von Locke zu mir geschickt, oder? Doch, und er will sein Geld. Hör zu, der Kerl ist ein Erpresser. Ich habe ihm den Hasen schon vor einer Woche gegeben. Und ihr seid nicht die erste Person, die er schickt. Dieser Richard hat mir fast den Arm gebrochen. Locke hat auf mich gelinde gesagt einen ziemlich geldgeringen Eindruck gemacht. Ich glaube euch, Konrad, und ich werde dafür sorgen, dass er euch nicht mehr belästigt. Behaltet eure Geschichten für euch. Ja, ich muss mir rück mit dem Geld raus. Okay, ich muss da Gedanken lesen, sonst wird das nicht. Ich hoffe, die Goblins werden eines Tages Richard das Herz rausreißen. Wobei, er hat ja gar keins. Ja, super. Glauben wir dem sicher jetzt oder nicht? Ja, ich glaube nicht. Hm? Ihr macht eurem Orden alle Ehre. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, aber vielleicht ist das hier für euch von Nutzen. Ich habe gehört, wie Locke mit seinem Karren geredet hat. Ich weiß zwar nicht, was das sollte, aber er sagte Gold, mehr Gold. Was hätte er mir jetzt gegeben? Ja. Hat er mir jetzt etwas gegeben? Nicht wirklich, hm? Ja. Konrad hat mir erzählt, dass Locke ihn erpresst und ich nicht der Erste sei, den Locke schickt, um ihn zu schüchtern. Ich werde dafür sorgen, dass Locke diesen armen Kerl nicht weiter belästigt. Ja, also gut, dann müssen wir wahrscheinlich diese gut touchen. He? Gehen wir halt mal in die Taverne rein. Zum brünzigen Eber, oder wie heißt das da? Die Taverne zum Eber. Also komm daher da. Klartext, Junge. Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknöpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Ich denke nicht, dass er derjenige ist, der ein Flegel genannt werden sollte. Was? Ich verstehe nicht. Habt ihr nicht etwa Richard den gleichen Auftrag gegeben? Ich? Nein, habe ich nicht. Er lügt. Er lügt. Was für ein skandalöses Benehmen. Mir wird Unrecht getan und ihr übt keine Vergeltung? Ihr wisst die Lage nicht richtig einzuschätzen, Drachentöter. Verdammt, ich bin es, der hier zu Schaden gekommen ist. Du verdammter Sauhund, du. Ja, behalt doch das Zeug für dich, ey. Schwein. Gut. Also. Das weiß ich nicht. Das ist klar. Ich bin auf einen arroganten Kerl namens Robin gestoßen, der von sich behauptet, der beste Jäger weit und breit zu sein, weil er ein riesiges schwarzes Wildschwein erlegt hat. Ich werde doch wohl eine Kreatur finden und töten können, die groß genug ist, um ihn von seinen hohen Ross herunterzuholen. Ich bin auf einen Nekromanten namens Naberius tot auf den Fersen, der Kreaturen aus den Gliedmaßen verschiedener anderer Kreaturen schaffen. Diese sollte ihrem Meister und dem Schlachtfeld zur Seite stehen. Die von Naberius erschaffenen Kreaturen laufen jedoch weg und ich soll herausfinden, wohin. Wenn ich ihm helfen kann, wird er bestimmt eine Kreatur für mich erschaffen. Okay. Ich gehe jetzt halt einfach mal weiter. Weil... ja. Vielleicht komme ich dort hinten weiter. Ich muss mal schauen.